So, wir sind im schönen Bad Ischl und was war besser, als wir den Hausberg zu besteigen? Es ist die legendäre Katrin, wo auch die Katrin Seilbahn aufgeht, die wir da sehen. Die fahren jedoch ohne uns, wir wandern nämlich. Ja, das Ganze sind um die 1100 Höhenmeter, 5 Kilometer. Wir hoffen, dass wir das in 2,5 Stunden in etwa durchziehen. Ja, wir haben gerade ein bisschen zu schnell angefangen. Ganz oben gibt es eine kleine Überraschung. Wir haben nämlich heute die Drohne nicht mit. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir brauchen den Platz für was anderes. Es ist steil. Wow, und heute ist es einfach heiß, habe ich schon gesagt. Teilweise kann man sich entscheiden, ob man von der Skipiste abweicht und dann doch die Forststraße nimmt. 2 Stunden rauf. Haben wir schon eine halbe Stunde geschafft? Jetzt gibt's im Morgen. Nein, erst 15 Minuten. Geil im Schatten. Vielleicht cool für heiße Tag. Wie heute. Man sieht, man geht im Wald rauf. Es geht relativ steil rauf. Also, ob man jetzt die Skipisten nimmt oder da, den Weg, glaube ich, bleibt sich ziemlich wurscht. Also wer es noch nicht erraten hat, der sieht spätestens jetzt. Wir haben heute noch einen Klettersteig vor. Jetzt gehen wir wieder die Skipiste. Sie sehen mir das? Schreibt's gern drunter. Was ist euch lieber? Mehr Distanz, dafür flacher oder weniger Distanz, dafür steiler? Ich bin gerade für eine Pause eigentlich. Okay. Sparen darf man es, wenn man es mit der Bahn macht, gell? So, zeigt's einmal den anderen. Ich schwitze wie ein Schwein. Heute ist es schwül, unfassbar. Bin rot wie eine Tomaten. Aber wir kämpfen wieder auf. Und keiner lacht mir aus, weil während ich mit aufkämpfe und ausschaue, wie Tomaten, liegst du auf der Couch und schaust dir das an. Also der Waldweg ist so angenehm kühl. Schön. Und Markierungen übrigens, tipptopp, überall. Ja, auf ungefähr halber Höhe sieht man dann schon den eigentlichen Katrinberg und wir pausieren da kurz das Bild, zeichnen die Linie ein. Wir werden nämlich da so unten rechts umgehen und von quasi der anderen Seite die Klettersteigroute nehmen. Ist ein moderat schwieriger Klettersteig, Schwierigkeit BC, das heißt gut machbar und sollte laut Karte in etwa die letzten 100-150 Höhenmeter darstellen. Wir haben einige Meter gemacht, aber ich stürze euch jetzt einfach die letzten 300 Höhenmeter diese elendige Skipisten vor. Rechts was anderes haben wir nicht gesehen. Jetzt ist aber ein wichtiger Punkt. Jetzt biegen wir nämlich rechts auf den Katrin-Klettersteig. Zeit wird's weil die Pisten, der Druck geht's nicht mehr lang. So, hinter mir sieht man den Klettersteig. Einstieg, mehr oder weniger. Da kreuzen sich der Normalweg und wir biegen ab nach rechts zum Katrin-Klettersteig. Ganz wichtig, Helm, Klettersteig-Set und Können vorausgesetzt, weil sonst ist das Risiko, dass man sich weh tut, erheblich. Helm ist um, Leiberl ist umgezogen. Weiter kann es gehen. Man sieht, es ist gleich ein richtiger Wanderweg. Wir queren da zuerst einmal, bis wir zum Einstieg kommen. Das heißt, wir haben jetzt ein paar Meter zum Verschnaufen. Und wow, ein bisschen runter geht's auch. Hoffe nicht zu weit. So, der Klettersteig hat zwar noch nicht angefangen, aber es ist schon zum Klettern fast ein bisschen. Da passen wir auf.
Umstieg gefunden. Aha, Anzeigplatz ist rechts. So, ich check nur die Topo ab. Insgesamt haben wir da einen halbwegs einfachen Klettersteig. Es gibt nur A, B, C Stelle halbwegs am Anfang. Der Rest ist B und A, B, also easy. Ist jetzt nicht schlecht, weil der Aufstieg ja auch schon war und man dann natürlich nicht mehr so viel Kräfte hat. Also gemütlicher Klettersteig, hoffentlich. Letzter gut. Der Helm, den haben wir schon aufgesetzt. Und natürlich das Klettersteigset. Und Handschuhe. Dritter Punkt. Danke. Sonst wird es mit dem Seil ein bisschen zach. Wir haben ja ein Stahlseil, darum brauchen wir einen Handschutz. Gehen wir es an. Gehen wir gegengleich, dann haben wir mehr Sicherheit. Nehmen wir nur einzelne Umhänger. So, die ersten Meter. Richtig nice. Da geht schon die Rinne runter, wo zuerst ein Star runtergefallen ist. Starschlag leider immer wieder Thema. Schaffen wir das noch? So. Umhänger nicht vergessen. Schöne dritte. Sonst war das Ganze wahrscheinlich kein PC, sondern eher D. Na, auf den können wir nicht steigen. Bleiben wir da. Und Umhänger. So, wir haben die ersten Meter geschafft. Das war die erste schwierige Stelle. Die einzige. Also BC. Schwierig. Genau, ob das jetzt noch einfacher werden, wir sehen, dass der Felsen da geil aufgeht. Ja. Ah, richtig schöner Steig. Da musst du einmal Fuß wechseln, sonst geht es sich nicht aus. Ja, sie ist echt. Man muss sich konzentrieren. Man sollte keine Fehler machen, weil der Klettersteig keine Fehler verzeiht. You don't say! Auf die Rinne, genau, und einfach raufziehen. Schön. Laura kämpft auf, aber geht gut, ihr seht in die andere Richtung den Weg. Geht leider nur ein Stück laufen. So, es wird. Also, wir haben jetzt den Wolfgang Blick erreicht. Das sagt schon, dass wir ungefähr die Hälfte haben von unserem Klettersteig und er wird merklich leichter, was schon mal ganz nett ist. Ich glaube, Laura freut sich. Und dann haben wir eigentlich schon fast die Katrin bezwungen. Ja. Mir geht's besser übrigens. Wir haben den Quergang erreicht. Das heißt, wir fahren immer weit sein. Immer abwechseln. Umhänger. Die Aussicht ist schon banger da. Also, wer einen Klettersteig mit Aussicht machen möchte und nicht die Drachenwand nehmen möchte, die ja bekanntlich sehr überlaufen ist, der kann sie an der Katrin versuchen. Können wir auf jeden Fall empfehlen. Für mich geht es jetzt da weiter rauf, das heißt, ich brauche meine zweite Hand. So, traumhaftes Panorama, so das versiegt. Und auf meiner Seite ist da jetzt der Gipfelgrat. Das heißt, während die Laura da unten noch kämpft, bin ich glaube ich auf die letzten 3-4 Meter. Ja,
Da sehen wir schon auf. So, die letzten Meter sind eigentlich schon wieder Wanderweg. Und das Seil ist auch gerade geworden. Das heißt, siehst du sogar, es gibt gerade schon. Geil! Oder Laura? Ja. Die Tour können wir wärmstens empfehlen, vielleicht nicht dann, wenn es Gewitter naht. Einmal gut zu wissen, was man dann tut. Wir haben uns jetzt in der Hütte verschanzt und nehmen jetzt durch die Bauern einfach sicher. Kostet übrigens 19 € ermäßigt für einen Erwachsenen pro Strecke. Ist jetzt nicht so günstig, aber dafür müssen wir nicht mehr runtergehen. Und wir haben es geschafft. Das ist das Wichtigste. Und was auch ein Vorteil ist, durch die kleine Regenpause haben wir ziemlich gut gegessen auf der Hütte. Ja. Sehr nice, ziemlich guter Toppenstrudel, geile Schnitzel. Coole Hütten kann man auf jeden Fall auch empfehlen, also alleine deswegen zahlt es aus.